treue Heimatliebe der Insulaner ist seit wenigen Jahren bemüht, zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was von der Väterzeiten redet. So steht es tatsächlich geschrieben in dem Aufruf zur Gründung eines Sylter Dorf- und Heimatmuseums aus dem Jahre 1906. Tja, seitdem kümmert sich nicht etwa der Staat, das Land Schleswig-Holstein oder der Kreis Nordfriesland um die Erhaltung des so wertvollen Sylter Kulturguts, sondern der Sylter Heimatverein, die Söllring vor Inning. Die Söllring vor Inning setzt sich übrigens nicht nur für den Erhalt des Sylter Kulturguts ein, sondern kümmert sich darüber hinaus mit großer Leidenschaft um die Erhaltung und den Schutz der Sylter Küste, des Brauchtums, der Landschaft und der Denkmäler sowie um die Bewahrung der Sylter Identität. All das ist natürlich nur durch das große Engagement der Vereinsmitglieder möglich. Woher aber nehmen diese Menschen ihre Motivation, sich in so hohem Maße einzubringen? Also es ist eine große Herzensangelegenheit. Also das Grundthema für uns, also auch im Vorstand, ist einfach so, denke ich mal, dass wir die Insel und unsere Denkmale, unsere alten Häuser von unseren Enkeln und Urenkeln geliehen haben. Und dass wir eine große Sorgfaltspflicht haben, also das zu erhalten, eben für die Kinder, die nach uns kommen. Und dieses Ehrenamt ist also, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit. Also ich habe Wurzeln hier bis 1640, da bin ich ganz stolz. Und für mich ist es also eine Ehrensache, der Insel auch etwas zurückgeben zu wollen. Wir leben hier ja sehr gut, nicht nur die gute Luft, sondern wir haben wirtschaftlich auch also einen sehr guten Boden hier. Aber man sollte nicht nur nehmen, man soll dann auch zurückgeben. Und sobald es mir möglich war, habe ich das dann auch gemacht. Ein echtes Aushängeschild der Söllring vor Inning ist ganz offensichtlich die vereinseigene Trachtengruppe, die weit über die Grenzen der Insel hinaus bekannt ist. Wir trainieren jede Woche in der Regel und wir haben hier auf der Insel einige, sage ich mal, touristisch gefärbte Auftritte, wenn wir tanzen. Zum Beispiel Tanz in den Mai oder Bicke-Seminar in Klappholtal haben wir 25 Jahre gemacht und solche Sachen und Heimatabende für die Söllring vor Inning. Wir repräsentieren auch hier in den Museen und für die Söllring vor Inning, das ist ja unser Heimatverein. Neben dem Sylter Heimatverein gibt es weitere engagierte Menschen, die sich auf eigene Faust mit ganzem Herzen dafür einsetzen, Syltern, Zugezogenen und Gästen zu vermitteln, warum Sylt ein so besonderer Ort ist. Eine von ihnen ist Corinna Dreyer-Fitzi, die unter anderem als Dozentin für die VHS Sylt tätig ist und Kurse zum Thema Walfang und Spinnen anbietet. Die Insel gibt einem sehr viel. Also ich bin ja auch, habe noch Heimatkunde in der Schule gehabt und bin dann nach fast 30 Jahren wiedergekommen und habe gesehen, wie viele sich Mühe gegeben, das alles am Leben zu halten, auch im Sinne der Söllring vor Inning und wie viel da gemacht wird, aber wie schwer das ist, in der heutigen Zeit das Bewusstsein dafür zu schärfen. Die Sylter Historikerin Corinna Hübner vom Verein Halja geht sogar noch einen Schritt weiter und möchte Verborgenes ans Licht bringen. Oft sind es auch Leute, die wirklich schon 20, 30, 40 Jahre nach Sylt kommen. Und das macht Freude. Also es macht auch wirklich große Freude. Mein Bestreben ist es einfach, nicht irgendwas für Geld zu tun, sondern den Menschen auch wirklich etwas zu geben. Wer dem Trubel in Westerland entfliehen möchte, der landet häufig in Morsum und wird direkt am Ortseingang des östlichsten Inselortes von einem Boot begrüßt. Nichts Ungewöhnliches, ein Boot auf einer Insel, mag da manch einer denken. Aber das Morsumer Eisboot steht tatsächlich für eine lange Geschichte und auch für eine Botschaft, die die Insulaner ihren Gästen mit auf den Weg geben. Gepflegte Tradition. Das Eisboot gehört bereits seit Mitte der 1990er Jahre zum Ortsbild in Morsum. Aufgestellt haben es damals die Morsumer Kulturfreunde, die als Verein bis heute für ein blühendes Dorfleben sorgen.
Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, Herbstmarkt, Musikveranstaltungen, Lesungen. Dann haben wir eine ganz tolle Bücherei im Morsumhüs. Wir haben die Weberinnen da, die sich einmal in der Woche treffen. Wir haben eine Malgruppe und ganz wichtig natürlich auch, wir haben viele Veranstaltungen für unsere Kinder. Also ein Highlight ist immer unser Kinderfest im Sommer. Hinter dem Begriff gepflegte Tradition verbirgt sich in Morsum eine lebendige Dorfgemeinschaft, die im Moisemhüs einen richtigen Treffpunkt für Jung und Alt hat. Schon ein kurzer Aufenthalt im östlichsten Inselort offenbart, warum Morsum von vielen Syltern als lebendiges Dorf bezeichnet wird. Wir alle zusammen sind Morsum, wir sind füreinander und miteinander da und das macht uns aus und das macht diesen Verein einfach so stark und dafür macht es einfach auch Spaß, diese ganzen Aktivitäten, die wir hier tun, durchzuführen, Veranstaltungen, Projekte, das funktioniert einfach nur gemeinsam. Etwas weiter westlich in Tinnum bemüht sich der dort ansässige Tinnumer Dorfverein, trotz oder auch gerade in unserer schnelllebigen Zeit ein geselliges Dorfleben zu gestalten und den Zusammenhalt untereinander zu stärken. Mich motiviert, dass es ein Verein für das Dorf ist. Wir wollen natürlich viele junge Leute auch ansprechen. Wir haben viele Familien hier. Wir bekommen noch mehrere Familien hoffentlich dazu durch den Neubau. Und wir wollen was bewegen. Wir wollen einfach ein aktiver Ort sein und nicht ein lebloser Ort. Man geht, man grüßt sich, man schnackt. Man ist nicht anonym. Man lernt innerhalb einer kurzen Zeit viele Leute kennen. Und wenn man auf die zugeht, merkt man, es kommt Dankbarkeit zurück. Um die Faszination Sylt wirklich verstehen und begreifen zu können, lohnt sich also in jedem Fall ein Blick auf die insulare Vergangenheit. Und damit dieser Blick auch in Zukunft nicht verloren geht, leisten die Sylter Kultur- und Dorfvereine hervorragende Arbeit, die in jedem Fall aller Ehren wert ist. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs heutige Interesse. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.